Meine erste Bahn, die ich heute mache, ist die hier. Das ist die Arthur Mini-Meisens. Ich weiss nicht, wie das Video kommt. Es kann sein, dass es hure geil wird. Wahrscheinlich nicht, aber hure langweilig. Das ist eigentlich die realistische Option. Weil, ja, ich kann nicht überall die Kamera mitnehmen. Ich will das Gefühl so wie ich renne. Scheisse mit der Zeit dann auch nochmal an. Aber also jetzt machen wir die erste Bahn. Also hier hat es jetzt wirklich so Kindergartenbahnen. Noch nie gewesen. Keine Ahnung. Das ist schon irgendetwas hure komisches, ich glaube. Ich gehe einfach mal. WTF ist das für eine Bahn? Hey, wirklich, die dümmsten Bahnen sind die underratedsten. So schön. Alleine auf der Monorail. Wie geil ist denn das? Und der Euromilo. Ich muss jetzt eine Schlacht machen, so als nächstes machen. Jetzt kann ich gemütlich in meinem geilen Einzelgondel chillen. Ich kann mit euch schnurren. Ich weiss nicht, ob ihr mich gut versteht. Keine Ahnung. Aber ich bin alleine im Europapark. Also Stefan Hässler ist schon da, aber nicht so Bock gehabt. Und darum, er ist auf dem Zimmer, kommt ich zum Mittagessen mit mir. Und darum bin ich jetzt hure am Bahnenklopfen. Also ich mache eine Bahn nach dem anderen. Hallo zusammen. Halt, schnurren. Ja, jetzt gehört mich auch nicht mehr. Aber ich probiere so viele Bahnen machen wie möglich. Auch die kleinen Dummen, wie zum Beispiel das hier unten. Aber die ist gar nicht da. Egal. Ich bin auf dieser fetten Riesenballon. Noch nie gewesen. Das ist noch herzig. Hey, ich merke einfach, wenn ich filme und auf die Bahn hocke, es wird mir nicht schlecht, aber die ist so ein bisschen stumm. Egal. Ja, eigentlich wollte ich erzählen, wie viele Bahnen sind wir, ich habe es schon lange vergessen. Es sind auch etwa viele. Ich weiß gelesen, es ist etwas mit dem Da Vinci. Da hier wird ordentlich Gas gegeben. So, ich komme jetzt vom Voletarium und ich sage euch einfach, ich habe noch nie drauf war. Ich finde, das ist eine der absolut besten Bahnen. Es ist so ein riesiger Bildschirm und dann fliegst du durch Europa, das ist gut. Und jetzt ist Mittag und ich treffe jetzt den Herr Hässler, der kommt jetzt in den Park und jetzt muss ich noch etwas fressen, ich habe langsam Hunger. So, ich hocke jetzt wieder Zügel. Es ist Mittag, Halbzeit, ich hoffe, ihr versteht. Ich habe mit dem Hässler abgemacht. Ich weiss nicht, ob ich das jetzt schon erzählt habe, weil ich mache Storys und ich nehme ein YouTube-Video gleichzeitig und richtig dumm. Ich weiss aber nicht, ob ich es schon gesagt habe, was nicht. Es wird ein verdammt kleines Video. Es ist eigentlich nur noch für mich. Wenn du das Video jetzt schaust, dann bin ich selber die Schuld. Die Qualität ist scheiße, aber es ist mir auch wirklich ganz ehrlich einfach egal. Genau. Ich gehe jetzt ins Seehaus und dort gibt es verdammt geile Kartoffelknödel. Oh, ich liebe das Essen. Ich habe nicht so gerne Herdöpfel, aber das... Oh, ich weiss nicht, wenn ihr Fufu kennt... Oh, ach, ich muss den Weiber winken.
Bei mir ist es natürlich nicht die uralten Geissen. Nein, es hat viele Rentner hier übrigens, die einfach noch ein Glühwein saufen. Also vorne am Eingang hat es so eine Glühweinmärkte. Also nein, ja Weihnachtsmärkte, du kannst nur Glühwein saufen. Da hat es viele ältere Leute, die einfach chillen sind. Und ja, genau. So, jetzt gibt es eben ein kleines Päuschen von mir am Nachmittag. Da habe ich noch so ein paar Stationen, die ich mitnehmen will. Und dann ja, mal schauen, wie lange sie durch haben. Also bis jetzt bin ich nicht schlecht dran. Oder? So, probieren wir die geilen Spätzle mit Hirschgulasch. Richtig geil. Nach einem ganzen Tag, einfach Husten, oder den ganzen Vormittag, richtig etwas Geiles reingefressen. Und nein, es hat kein Gemüse dabei und ja. So, der zweite Runde vom Tag, es ist um die 3. Ich habe sehr geil zu Mittag gegessen und jetzt gehe ich auf einen Can-Can-Coaster, Eurosat. Let's go. Ich habe noch so ein paar Bahnen, die ich machen will, aber ich habe schon sehr viel gemacht, es ist sehr geil. Wenn man einfach allein ist, dann kannst du einfach säckeln, Mann. So, jetzt gehen wir in den italienischen Bereich und dort nehme ich 2 Bahnen mit. Das ist zum einen die Geisterbahn, zum anderen so eine hohe Kindermärchenbahn. Easy. Und es hat noch eine dritte, aber auf der bin ich schon, jetzt kommt natürlich kein Karali. Auf der bin ich schon gewesen. Und dann hat man Italien abgeschlossen. So, ein Marathon. Pico del Mondo. Eher für Kinder, aber für die auch nicht so den Thrill brauchen. Genau. Das fördert mir die Fresse. Ah, jetzt kommt ja noch der Herzli-Teil. Ich gehe wieder Richtung Matterhornblitz und schaut das mal an. Es steht kein Schwanz an. Ah, das ist so geil. Darum, ich kann nach der Winterzeit wirklich empfehlen. Nein, vielleicht eigentlich nicht, weil man meine verfickte Ruhe. So, Matterhornblitz. Das mache ich alles nicht, weil ich kann so Geschicklichkeit spielen, aber ich bin richtig schlecht. Also mit der Kolumbus-Koje wird es nichts, weil es hat auch so wenige Leute im Park, dass es einfach dann das Ding aufzusuchen. Und schaut das mal an. Kein Schwanz. Es tut mir manchmal leid, wenn ich nicht in die Kamera hineinschaue, aber ich habe das Display oben dran und er verwünscht mich immer wieder, wenn ich nicht fokussiert in die Kamera rede. Ich kann das Display runterklappen, das Problem wäre erledigt. Dafür gehe ich jetzt das erste Mal auf das Teil hier. Das ist eine der ältesten Bahnen überhaupt. Ich war noch nie drauf. Ich habe ein bisschen Schiss. Habe ich Schiss? Nein, ich habe keinen Schiss. Ich bin Herdmann. Ich war das erste Mal auf dieser Bahn und sie ist mega cool. Es ist eine der ältesten Bahnen. Ich war noch nie und jetzt bereue ich es richtig, weil sie fängt mega an. Ich habe wirklich manchmal so ein dummes Ding. Noch der letzte Zug. Es ist irgendwie um die 4 rum. Das ist eine richtig geile Bahn, zu einem ein bisschen Pause machen. Ich breche diesen hohen Bahnübergang sogar hier.